Schönen guten Abend, ich begrüße dich immer ganz herzlich beim 15-Minuten-Talk. Mam, Leo Vollschat, das stimmt doch auch, ja, Leo. Das stimmt. Schönen guten Abend, Das Rollen Malenke vertauscht sind. Du sagst mal wieder das, von den 3 Metern mit Dave sitzt, wie den vorstellt als Gast. Wie wäre das denn überhaupt so? Das hat eine Bedeutung, das ist die Leute, die schon, dass sie alles grüßt. Ja. Ja, dann sitzen sie halt ein bisschen mehr, dass ich ein bisschen an Ehrenhecht, Martine. Du verschaffst dir direkt den psychologischen Avantage. Voilà, dass sie alles grüßt. Ja, so ein Grund, wie was du noch nicht so direkt offiziell invitiert gibst. Geht nur echt Zeit. Geht nur echt Zeit, dass ich invitiert gibt, weil sonst ist es bei mir zu spät. Wie meinst du? Der Balla geht das in Saison. Saison geht ja. Das heißt, es sind da Lo 23 gemacht. Und kommt dann kommt dann nach 6 dabei. Nach 6 dabei. Ja, bis zum 15. Juli. Ja. Wie weit hältst du? Da warst du bei 30 ungefähr. Wir können auch ein Spezial dazwischen. Ja, ich fand nur mal so 3 so Staffeln gemacht. Und das ist was flott war, was eigentlich einfach gut gekommen ist bei den Leuten. Ja. So, wo ich immer doch mal, hey, wenn ich weil du auch ein ganz persönlicher Prozess hast, gemerkt, die allermeisten erwitten, dass sie Kollegen aus langen Zeit ja. schon. Ne? Ja, weil auch dabei sind, die meisten, weil auch dabei sind, dass ich auch Freunde von tun habe. Ja? Ja. Die ich für den nicht kannte, wo aber direkt Chemie geklappt hat, den 2, wie gesagt, die meisten nicht aber kannt. Ja. Aber das könnte ein Suite an einem anderen Gewand. Könnte ein Suite an einem anderen Gewand. Das wird dem Moment devaluiert, wo es opportun ist. Voilà. Das auch vielleicht nicht, aber wie sie auch gewinnt, wenn man den 15. Juli als Klotter mehr immer gewinnt, ja dann den 15. November im Mund fängt man eine neue Staffel. Es könnte möglich sein, dass man nicht pünktlich ist für den 15. November, aber ich gebe so, dass man dann aber am Frühjahr, also sogar Februar, März, aber wenn man da sehen, macht etwas, ja, was auch, lassen wir mal so der Philosophie vom Balla treu bleibt. Das ist gut, dann lassen wir es überraschen. Ja. Philosophie von diesen Doc Highlights, das ist den Zug. Die gehört ein bisschen dazu. Die muss. Ja. Philosophie von den Doc Highlights, die besteht daran, dass am Anfang die Einzelproduzenten gefragt gehen, ein extra herauszusichern aus ihren Emissionen vom Jahr, den sie nachher gerne verweisen. Das war letztes Jahr relativ einfach bei dir, den Interview mit Rudolf Schenker von den Scorpions. Das Jahr war ein bisschen mehr schwierig, aber wir haben einfach etwas gefunden. Ja, nicht von der Tisch, das ist noch nicht geschafft. Nein, absolut nicht. Nee. Das war alles so gleich gut, dass nicht... war nicht, weil du extra rausgestochen hast. Nee. Nee. Aber wir haben etwas gefunden, und das ist eine große Produktion, auch wenn sie ganz kurz ist. Ja. Die 25 Sekunden Schlussresultat. Ja. Das ist eine große Produktion. Das ist eine große Produktion. Das ist als Reklam für den Sicher, den wir gemacht haben. Ja. Das ist zwar schon 1-2 Mal gelaufen, aber wir gucken, dass in einer Runde immer ein bisschen nach drüber schwätzen. Und Loder, mein Pop. Hast du schon da? Mivel Akadoe vum Sichel. Le savoir-plaire. Voilà, das ist also der neue Spot mit Colombo. Mit Colombo, ja. Das ist übrigens der Durchsteller Colombo, der war auch Gast am Balla. Ja. Also? Ja, der Matti Krings. Ja, der Matti Krings. Ja. Das ist weil ich auch weiß, dein Fabel, der größte Dram, der größte Ziel, eigentlich ist immer nach dem Kino. Ja. Du hast schon eine Pause an dir, mit deinem Spot, den am Kino gewesen ist. Das ist aber bestimmt, das ist schon auf der Leinwand gesehen? Ja, schon der Leinwand schon 10-mal gesehen. Hat auch schon für drin, ein Spot. Ja? Auch am Kino laufen? Ja, sogar ein 35 mm Kopie für Wert vom Clip. Der Clip von den, ja. Überhaupt, du misst ganz gerne so mit größer Produktionen, da sind noch Geschichten, da sitzen dann ein Dach mit einer ganzen Equipe, da haben wir dort zu machen. Eine ganze Equipe, du musst am Vierfeld schon planen, auch wenn dann immer 25 Sekunden sind, du musst am Vierfeld planen, das ist eine Sache von Organisation, muss eine regelrechte Disposition geschrieben gehen, das lebt oft, also einen ganz normalen regelrechten Tournage, ein Tag von einem Drehtag, regelrechten Drehtag. Und das ist auch ein bisschen, wo man die Schienen, die man mit einer Equipe
wo ich auch nach dank Doc, muss ich auch dabei sein, Leute gekriegt haben, die mich am Ton unterstützen. Und da sind ganz viele Leute dabei, so froh, was gute Kollegen sind. Und die werden so lange mit mir arbeiten, die so, du hast so und endlich werden ich habe es so groß, dann hört sich Leute geholt, wie das mal ein anderer den Ton fertig bringt. Aber ich will wirklich so, und da haben wir, sind 2 Produktionen, die noch nach uns stehen. Weitere sind durchaus erwünscht. Sind durchaus erwünscht, ja. Weil, ja, das muss ich sein Bruder auch irgendwie verdienen. Wenn du da ja Hobby hört, wie du, irgendwo. Ja, die wollen es. Da muss ich Geld verdienen. Da muss finanzieren. Ja. Nee, ich will aber so etwas dabei sein. Also, das klingt vielleicht ganz komisch, zu unserer Zeit. Ja. Ich mache ja für die Gemengen, Fernsehfilme, 2 Stammgemengen. Stehst du am Mama. 2 Emissionen pro Gemeng der Mond. Was vielleicht das Rolle mal ohne geändert hat, wenn ich abhalten, dann fange ich einfach 4 Hunden. Kann ich mir schon mal ein bisschen die Summe mal oder wie gesagt, am Januar einfach frei. Und es schon aber Sachen wie so Publizitäten, ich weiß, die kannst noch jetzt Geld. Und ich schon denken an ich stelle nicht hinzu, wenn ich so etwas auf B stelle wie eine Publizität drehen, da muss ich auch eine Idee haben. Wie gesagt, ich schon ganzen Entwürfe gemacht, Leute engagiert. Und ich stelle eigentlich so hinzu. Und das ist einfach wirklich der Fun, der Spaß. Ja. Für selbst zu machen, der Spaß, ich habe einen Plateau zu stürmen, eine ganze Equipe, und der Spaß, für der Equipe ein Produkt zu produzieren. Aber du lieferst das ganze Package, das tut den Verstärkt von der Story bis bei der den Story Kinos. liefern wir alles, Story, wir bringen Looten, wir machen auch professionelle Beleuchtung, professionelle Tonleitung, ja, und dann professionelle Regisseur. Voilà, c'est tout. Na ja, voilà. Ich habe ein bisschen Reklam für den Reklame gemacht. Reklam für eine Reklame. Wie ein Talkmaster dreamt nicht davon, ein Graffiti aus einer eigenen Sendung zu sehen, du hast da den Traum schon realisiert. Ich schon mal den Traum noch schon realisiert. Merci, Leo. Sehr geschickt, Maurice. Voilà. Ist doch eine Formel für den Schluss immer? Das wäre drin ein Das wäre drin ein Keier, bis er drin hecht, Balla. Ja, bis drin hecht, Balla. Ich hoffe, ihr seid dann noch dabei beim 15-Minuten-Talk. Dann mit Leo Folschert auf dieser Seite. Balla, balla. Balla, balla. Balla, balla. Balla, balla. Balla, balla. Balla, balla. Wunderschönen guten Abend. Ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe von Balla, dem 15-Minuten-Tag. Und mein heutiger Gast ist ganz interessant, ein Newcomer sozusagen an der Schauspielerei in Lützeburg. Ich begrüße ganz herzlich den Nilton Martins. Salut Nilton. Salut. Nilton, die meisten Leute, die werden dich für dich entdeckt und mengen ich mal schon mal so am Trouble No More von Andy Bausch. Ja, für ein paar Jahre, ja. Ja. Hat ich paar Kilo mehr, wie lo? Ja, das hat ich auch gesehen, weil ich hatte den Film noch kürzlich mal angeguckt, hast du Kilo weiter. Also es sind verschiedene, die erkennen mich mit verschiedenen Männern, weil an dem Film sind ja viele Personagen umfangen. Du hast umfangen 5 Hauptpersonagen sozusagen. An verschiedene Umstände man kann verschiedene nicht. Das ist auch, weil ich mich ein bisschen anderen an der Zeit, wie gesagt, für den Film da hatte ich war so wie lo an was eine kleine Geschichte am Ende gewesen. Ich kann ich war mal mehr korpulent. Ja, heute als ich den Andy dich entdeckt für Schauspielerei oder hast du Interesse in der Schauspielerei oder hast du schon viel Drüben gemacht oder? Ja, ich hatte schon viel Sachen gemacht. Also ich schon mein 13 gemacht, Commerce. Ja. Ich Commerce gelernt. Ja. Und damals hatte ich schon Ideen so für an die Richtung zu gehen von der Schauspielerei. Das heißt, ich hatte schon einen Club de Jeunes, wo man dann Dorftheater gespielt. Ja.
Dat Ja, ist viel Leute so aufhängen. Ja, dat ist Jahr war ich weiß nicht mehr genau wie steget war toute la boutique oder so Ja. irgend so Steck so ein alt Steck wo ich dann net Regie gefahren was schon noch Regie gefahren Genau, auch, ja. méch schon fir Dich mat gespielt an Natur drop und schon gesot Schlosséiere man schon schreiben Steck an den Steck geschriwe wat leider gees Wuspiel man enger Familie die leider gees an wann ich zur Haut lese und mal umfragt dat war bisssen zu lang Ja, das ist oft so, die Sache, die da früher gemacht hat, wenn geguckt oder liest, wenn die so kritisieren. Wenn ihr es dann mal fertig gemalt habt, weil das finde ich ja Tresium siehst du, da wärst du sicher so Ursing. ja, ich hat bis redoubliert. Ja, mal Das ist egal. Du kommst ja aber irgendwo den Film, gell? Und was du heute nennt die dich entdeckt, ich hatte für kurz so geschaut. Mit ihnen dich fand. Fong Münnes kennengeleiert op engem Dreh, woch so ein Statist oder Silhouette war. Ja, weil du wolltest an schnuppern. Ich war eng Alléier, also eng Alléier, ich war an engem Studium zu Paris. Ja. Also ich mein Tresium gemacht und dann sind ich Paris gegangen. Schauspielerei? An eng Schauspielschule. Ja, das ist eine Schule, die ist ECAR, École Internationale de Création Audiovisuelle et de Réalisation, so lang wird. Dafür aufgekürzt ECAR, geschrieben. An dunsch eng 3 Joer Formatioun gemacht Schauspieler, das eng Schul wo all Domänen sinn Realisaioun, Ton, Montage, das alle Raum der Bass Produktionen überladen. Mei ich war spezifisch an die Sektion Aktoran, dat kën vun Akteur, 3 Joer darstellerische Kunst. Ja. Voilà. An während den 3 Joer hunn stand zu Paris soviel X also kein X-Filmer mehr, soviel Kurzfilmer. Kurzfilmer gemacht. Du sie Projekt gemacht, Schulprojekt gemacht. Ja, an der Schule, und dann noch an einer Schule. Wo hast du nicht als Schauspieler Schulprojekt gemacht? Hast du mal an der Kamera geschafft? Ne, hab's ja schon für eine Kamera. Nicht mehr für eine Kamera, okay, bleib mal. Ja. Und du bist jetzt in Plötzlich gekommen? Am 2. Jahr da sind ich zurückgekommen und dort den Andy den Deep Frozen gedreht. Deep Frozen, zu Wellington. Wellington, ja. Ich freue mich. Du kannst mich nicht an dich erinnern. Ich war zwar auf der Premiere und den Film nach für ganz nicht so langer Zeit geguckt. Du musst mal just so, wo du vertreten warst. Das weiß ich schon nicht. Ich war von den Pompieren. Es war so eine Gruppe Pompieren. Wir hatten so 2-3 Drehdisch. Ja. Da war das eine kleine Rolle. Ja, es war keine richtige Rolle. Es war am Anfang wo Jean-Luc Christic hat Casting gemacht. Und ich war dann eben, die Leute haben gesagt, sie drehen gerade Film zu, weil ich gehst gucken. Dann die Baustrecke und ich bin einfach losgegangen und schon gefroht, voilà. Und dann habe ich den Andy selber begegnet, das war dann zwischen 2 Drehdienste, oder ich meine, sie hatten angefangen mit Tränen. Und dort hat gesagt, ich gesehen, du hast CV gesehen, gesehen, dass ich schon eine Information bin. Und hat das interessant fand. Und hat in dem Moment gesagt, vielleicht schon eine Rolle für dich, ein Klang, aber das ist nicht sicher, ob den anderen Schauspieler möchte oder nicht. Und ich meine, das war dem Frédéric Freinet singen. Was ja gar nicht bei ihnen gepasst hat, weil ich war ein bisschen zu jung dafür. Ich habe von den Haupt, auch nicht auch Pompier gespielt, mehr von den Hauptpompier. Also nicht mehr Drehdienst und natürlich auch Text. Das hat sich schon gelohnt, da losen zu gehen, auf alle stehen, auf den Dreh. Ja, dann komme ich aber, du kommst ja für den Traum, du bist ja am Anfang, weil das ja am Anfang, ich meine, du hast dir wahrscheinlich, oder hast du dir für den Thierry selber kennenzulernen? Ja, ich habe mit Thierry, wir hatten uns getroffen, Kirchberg, bei Paul Tilges Produktion, und wir haben so Tests gemacht. Das ist das war wie den Trouble No More, wie den Thierry nach einem Gespräch war für den... Ja, also ich wurde relativ frei gefragt, ob ich gerne Match spielen. Und dann hat es natürlich ein bisschen lang gedauert, weil den Andy noch ein Skript geschafft hat. Ja, musst du das beschreiben? Nein, da war noch nicht, also da war noch viel, das ist Thierry gespielt. Ich meine, Thierry sind immer ein bisschen die Klänge, weil das hat nicht immer mal interessiert, weil du auch nicht mehr die Kräfte hast, das bin mir gerichtet. Ich musste Thierry dann aber Männer belastet. Ja, das war, also die erste Version war natürlich die normale Version, die den Andy am Kopf hat von Anfang an. Du hattest den Thierry natürlich viel. Und dann noch die zweite Version, die so am Ende seinen Kopf war, das war irgendwie so zu machen, dass ein Thierry nehmen 1, 2, 3 oder 4 Drehdienste, ich würde vorhin Anfang eine Art Geschichte erzählt, an die gesagt dann. Das heißt, das war dann noch die andere Version, die 4 gewesen war.
An nicht zwischen den zwei sind ich dann auf die Kirche gegangen und schon dann mit dem Terry ein bisschen getestet, 2-3 Szenen. Das war so ein 8 Casting. Du hast den nach kennengelernt. Schon nach kennengelernt. Du hast ja aber da wesentlich am Film dazu beigetragen, hier am Anfang die Personage, den du gefehlt hat, der Personage, den gefehlt, aber auch nicht gefehlt hat. Weil der Film hast ja aber irgendwie, wenn wir ganz genau gucken, also nach immer den Johnny Chicago, den aber irgendwie das ganz auf den, auch wenn er nicht direkt präsent ist, dreht, aber dass durch viel Leid physisch irgendwo ersat gehen. Und du wärst du dann aber auch von denen. Und da wirst du dann im Moment aber auch, dazu aber schon ein bisschen zu den Hauptrollen gehört. Ja, also das war von den Hauptrollen. Ich hatte meinen 13 Dreh. Ich meine, das war auch im Moment ein bisschen dein, lass mal so viel, ja, Lützeburg, so ein bisschen was Schauspielerei überlangt. Also, wenn ich mich hier korrigierst, mich ein bisschen so dein Durchbruch dann hier am Land. Also, ja, also das Leute natürlich mich kennen. Und, aber für mich war natürlich auch ganz flott für Mam Andy schon zu schaffen. Ja. Ich hatte dazwischen nach Num Deep Frozen hatte ich noch am Entrée d'Artiste gespielt. Das war ein Dokumentarfilm. Ja, das ist ein Dokumentarfilm. Vom Andy. Und du hatte mich auch angerufen. Also, wir haben so mal gut mal nicht geschafft. Du hast am Andy, aber Filmerei überlangt, just am Andy geschafft. Nein, natürlich schon einen anderen Film gespielt. Ich hatte einen Motion Capture Film gemacht. Das ist so ein Animationsfilm, wo es real Personen spielen alles ja, die spielen Computer Bewegungen ob eine Computerfigur oder eine Trickfigur Bewegungen überdrohen. Ja, Bewegungen und Gesichtsausdrücke aus einer Kombination sind als Verspämchen. Das hat schon viel gemacht bei vielen. Ja, wo hast du das gemacht? Das hat zuletzt gedreht zu Bacharach an den Hallen an Hallen neben der TDK, also die Hallen do. An war für Lux Animation, der Film hat geist La Nuit des Enfants Rois. Der französische Film, wo waren zwar auch amerikanische Schauspieler drauf, war französische Schauspieler drauf, war eine Koproduktion. Warner Bros. Hat das Distribution gemacht, also es war nicht schlecht, der Film hat vielleicht nicht so schon Success für die Leute, die wirklich die Geeks von Computerspielern, weil der Regisseur kennt von der Computerspielwelt. Ja, das ist auch die Filme, viele Filme, die heute auf Computerspieler aufgebaut gehen. Ja, das ist etwas, was bei den Engen warum ist, die haben ein bisschen bedauern, was immer mehr abkennt. Und da geht dann noch die Technik. Ja, und du hast schon eine Hauptrolle, also ich hatte 25 Sträde, ich meine, es war wirklich ein grosses Projekt. Das war le Nom Trouble No More oder 4 Drohnen. Nein, das war Donner. Und dann habe ich natürlich auch oft... Noch immer ganz risant, kennst du auch Belle Époque raus. Ja. An den Kino. Belle Époque ist letzte Sommer gedreht. Ja. Den ersten Kontakt, den ich mit Handy hatte, also sie hat du hast du hast da eine Hauptrolle, die du hast? Nein, schon ein kleiner Nebenrolle. Nee, weil ich habe gesehen am Casting, wenn ich gedacht habe, weil ich war eigentlich beim Drehtag, du hast nicht gesehen, wie es am Wiki Krebs geschafft hast. Du hast gesagt, nee, das wird eine Hauptrolle, weil ich weiß das Skript nicht. Und dann habe ich aber so ein Teaser gesehen, und dann noch ein Uckern, du hast dich ein bisschen vermisst. Du hast keine Hauptrolle. Nein, schon keine Hauptrolle. Also es war viel gesehen, wo das Projekt lanciert, Mensch, Golf, du hast das ist die Geschichte von, ich will nicht zu viel verraten, mit nachdem wir hatten schon Hayu geschwärzt, ja, in Ballerballerfort, Minutentag hat man das schon, das ist ein bisschen die Industrialisierung vom Land, richtig, Fliegern entdecken, sind Automobilen entdecken. Ja, also es gibt ganz flott, dass wir, da wo ich beigedrungen an dem Projekt, das war, wir haben uns getroffen für eine Rolle, eine kleine Rolle, wie ihn auch ganz viele Lützburger Schauspieler besetzt wird, was die immer möchte, was immer ganz flott ist. Probiert sie immer irgendwie ranzukriegen. Sie wird nervös sein, sie wird sehr voll. Und dann eben die Hauptleute war Marco Lorenzini, wie Krebs und Kinti. An ich habe doch schon noch das Casting gemacht. Also schon das Figurationscasting gemacht, weil es war ganz speziell, mit verschiedenen Spezialpersonagen, Gesicht, die vielleicht nicht gerade eine Sprechrolle haben, am Film Media war präsent, weil sind sie leider so Mini-Szenen, die nur gestaltet gehen. Und du musst die Person aber gewissen spezielles Höhen, zum Beispiel
mir hatte viel Leute gesicht mit original Schnauz, Bert, Schnauz, lang Haar. Anna was du mis nicht machen. Andere Kruten nicht gemacht. Ich erinnere mich, ja. Nein, mehr, ich schon eben noch den Casting gekümmert. Ich hatte einen Drehdag, ich hatte einen kleinen Du bist ein Mensch, der ganz viel möchte. Das heißt, du bist auch Musik, du bist auch DJ, du liest auch ab. Ich lese noch ab, ja. Das heißt, du verdienst auch am Anfang, das heißt, das den Moment, Mensch, den hab. Hab ich eng für den hab. Nein, ich bleibe Theater. Im Moment probiere ich zu Paris. Ich bin im Februar, März zu Paris für ein Stück, den Tartuffe von Molière. Ja, das ist dann etwas anderes. Du bist auch Theater. Ich mache noch Theater. Ich habe schon am Kapuziner gespielt, ich habe schon am TNL gespielt, mit dem Anne Simon geschafft, schon mit Charles Müller schon geschafft, Les Errances du Lys zu Asch. Was wirklich im besten Weg für Lo Hai? Kann man sich überhaupt nach nur wo Schauspieler nennen? Nee, doch. Ich weiß nicht, ich bin noch relativ jung. Ich bin noch mehr jung geschätzt, wie ich bin. Können wir dann nur wo Schauspieler? So, du warst aber wirklich ein guter Weg für Hai, ich meine, du hast einen gewissen Schauspieler, die du erst mit 14, ich meine, sind über 20 Jahre am Gange Filme zu drehen. Und einen gewissen Gruppe von Schauspielern, wo dann aber löser auch, bei denen immer gut Rollen machen, aber du musst nur wo es da sind. Und da gehörst du aber dann zweifellos gehörst du zu denen, die übrigens dann auch wirklich kriegst, was ich aber auch am Ausland eigentlich auch viel schafft. Ja, das schafft viel in Deutschland. Du liest aber auch hier in Lützeburg. Ich lebe in Lützeburg und ich probiere aber außerhalb von den Grenzen auch wie im Paris. Ja, im Moment Paris. Paris ist zwar eine Co-Produktion mit Lützeburg gewesen, aber die Zeit, wo ich da die probieren natürlich auch andere Sachen ein bisschen dort zu machen und ein bisschen zu schnüffeln und zu gucken. Also ich bin den nicht abgeht, den immer. Ich gehe immer Gas, kann man so. Voilà. Nilton, wir haben 15 Minuten Tag gar nicht gesehen. Eisgespräch, das könnte sich wirklich ausdehnen. Ja, wir haben aber mehr. Nee, das ist auch gut. Was wirklich ganz interessant zu wissen, ich wusste gut an nicht für den Theater, das wissen wir dann auch noch mal gut. Du baust werden Leute nach wahrscheinlich ganz viel von der Herren, wie gesagt, im Moment, recent, können du bei l'Epoque an der Kino, wo du einen ganz charmanten Chauffeur spielst, der sogar, der ich verrodet. Ja. Voilà. Und Direktprojekt für das Jahr, für 2012, war du wirklich ein großes Projekt für Leute. Aber wie gesagt, ein Tartuffe am großen Theater am März. Voilà. Also mit März am großen Theater an der zu Asch. Filmprojekt waren schon ein paar Antworten. Ich hatte den einen oder anderen Casting gemacht. Aber das ist kein großes Projekt, den du hast. Da können auch mein eigenes Projekt ein Stück vertecht. Sprang aus der Küste, wo ich selber geschrieben und dann habe ich inszenieren. Am April. Am April. Ja. Lo, das ist noch das nächste Mal. Das Jahr, ja. Das Jahr mal. Nicht wie gesagt, bestimmt ein Kerem. Ich will sowieso auf den verschiedenen Evenementen. Bei Balla, als der Lohn nicht so sicher, weil Balla, also ein letzter Staffel, können wir aber sagen, das ist etwas Ähnliches. Das hat man schon auf dieser Platz erklärt. Es ist dir, merci, dass du an diesen 15-Minuten-Talk gekommen warst. Ja, merci für den Accueil. Voilà. Und natürlich wirklich gefreut. Ich dabei so nicht merci für nur gucken, bis du mein Gehirn Balla, den 15-Minuten-Talk. Bala bala, bala bala, bala bala. Bala bala, bala bala. Wunderschöne guten Abend. Ich begrüße dich dann einmal ganz herzlich zu einem 15-Minuten-Talk Balla Balla. Mein Gast von Haut, der das am Anfang in aller Raum da. Ich begrüße ganz herzlich den Serge Tonnerre. Salut. Salut Serge. Du bist Schauspieler, Schriftsteller, Musiker, Komponist. Wie bezeichnest du dich selber?
Ich gesehen mich hauptsächlich als Musiker, das meine echt Passion an das werde ich am liebsten Männern als mein Hauptberuf konsiderieren. An die anderen Sachen, die sind am Anfang so dabei kommen, ich sind durch Musik an den Theater geraten, und angefangen Theatermusiken zu machen, an Bemol auch zur Schauspielerin. Das wird sich so ergehen. Also doch vielleicht so, dass weil man die merkst, du warst beruflich Artist. Ja. Dass wirklich viel Sachen muss machen, wann in Hai am Land will sein Brot will verdienen. Also nicht irgendwie auch den Selbstzweck, dass ihr seht, okay, ich kann das, ich kann das, ich kann das. Da ein bisschen viele Kirmesse muss tanzen für zu evaluieren. Ja, also das geht zwar mittlerweile schon ein bisschen besser, denke ich. Es gibt viel mehr Leute, die zum Beispiel Schauspieler, die just davon erleben zu Lützeburg. Aber ganz gut kannst du da noch nicht davon erleben, wenn du just das musst. Die Decision, die ich geholt habe, für meinen Beruf, also einen festen Platz fallen zu lassen, an freischaffende Künstler zu gehen, und ich auch just können holen, weil ich so viele verschiedene Aktivitäten hat an so viele Möglichkeiten hat, ja, das ist klar. Du kannst aber von einem du hast auch einen festen Beruf, zivile Beruf am Leben, das man da mal so nennen, gehabt, ja. Ja, nee, schon, also mit der Schule war nicht so meine Sache, ne? Ich hatte Uni angefangen, aber das war ganz sehr fertig an. Ich habe dann 93 angefangen, um soziokulturelle Radio zu schaffen, wie den gegründet ist, für die Freelance, und dann habe ich 2 Jahre fest geschafft. Du hast aber das mit der Musik, mit dem Theater, mit dem Film und so weiter immer mehr gehen, dass ich im Moment eine Decision holen kann. Da habe ich dann die Decision geholt, das war für 13 Jahre gewesen, für freischaffen zu gehen. Das ist über so 13 Jahre, bist du freischaffen, das ist du von der Lebens. Familie, alles, kriegst du an den heute. Ja, aber meine Frage doch schaffen natürlich, das geht das sowieso halt nicht mehr. Ja. Du hast nicht immer Musik gemacht, du hast bestimmt, wie ich aus den Klick komme, für Musik zu machen, weil auch das an der Familie, an den Genen oder aus das irgendwie mit 15, wenn ich also so 15, 16 Jahre an der Pubertät, wo man dann irgendwie so den Klick kennt, dann die einen bleiben tun hängen, die anderen bleiben nicht tun hängen, da bleibt ein Drama, andere die Zähne durch. Wie wird das bei dir? Also an der Familie nicht, war kein, bei uns an der ganzen Familie, sowohl um Papsinger seid wie meine Mama ihrer Seite, war kein Künstler, kein Musiker dabei. Und ich denke, dass das ganz frei umgeht. Und bei mir waren die Klick bei den Beatles, wie Steffi das kannt her, und das hat mich fasziniert. Dann hat mich an die Welt von der Musik herangefeuert, dann nicht mehr losgelassen. Wie es da sehr effektiv sind, die 14 Jahre, da haben wir uns dann angefangen, selber zu klimpern auf der Gitarre und so, was das da losgegangen. Du hast es so, du warst am Anfang ein Kritiker, wenn ich die Sache so modern. Nee, ich bin ein Künstler. Künstler. Künstler und Kritiker, das sind 2 verschiedene Sorten. Die sind nicht immer gut, man nicht verbraucht. Ich trenne doch nur alles. Du warst ein kritischer Künstler. Kannst du so, ja. Ich denke, dass alle Künstler kritisch sind. Du warst ein bisschen mehr wie den Durchschnitt. Ich gucke immer so Hautstars bei Facebook, so lesen den Text, lesen sie gerne. Das ist mir so aufgefallen, aber ich immens appreciieren, dass bei Dingen Kritik spiele ich, und das tut ich oft bei Kritikern, Destruktivität, ich spiele die nicht an Dingen Kritik. Als das ein Don, den du hast, oder passt du darauf ab, wenn du dich mit Sachen auseinandersetzt? Ja, das ist schwer so, das ist unbewusst bei mir. Ne? Ich meine, das ist wie hinaus an nicht unbedingt evaluiere ich dann nicht am Vierhaus darüber meditiert. Ich kann auch mal privat vielleicht manchmal konstruktiv kritisch sein, heißt du, ne? Wenn man mal ausrutscht. So. Ich denke, das bei allen Menschen. Aber nur, wenn mein Text darum geht, ja, ich setze mich kritisch auseinander mit verschiedenen Themen. Und ich versichere da effektiv nicht, das rein destruktiv, weil das bringt ja auch gar nichts. Das bringt gar nichts. Aber muss ich immer das respektieren, noch weil ich kritisiert. Ich meine, ich setze mich kritisch mit meinem Land auseinander, mit den Leuten an dem Land, mit mir selber. Mit der Stadt zum Beispiel, ja. Und das sind alles Sachen, Leute, so, die respektieren nicht. Muss ich aber auch, ich denke, gerade als Künstler, die freischaffen, dass die nicht den Patron hat, dann die nicht muss aufpassen, was sieht, dem seine Rolle also doch kritisch zu sehen. Du hast den Erfolg, den du hast, dadurch, den gibt ja aber recht, dass es viele Leute gibt, die
so denken natürlich am Anfang, was der Portparole für viel Leute, die nicht immer mit allem zufrieden sind, wie es hier im Land lebt. Ja, ob schon sich Das so- freut dich bestimmt Ja, auch. also mich freut natürlich so noch voll zu mit den Sachen. Ich meine das schon lange, die Lützeburg-Geschichte meine ich sind 2003. Und trotzdem mit der Rolle als Portparole nicht zwar ein Problem, weil ich Portparole, ich drohe keinem Singparole, ich drohe nicht, ich bin doch nicht ein Politiker, das ist eine Portparole, der gewählt wird oder Gewerkschaftler. Und Heinz, du erschreckt hat mich dann noch ein bisschen, wenn ich gesehen dass ich trotzdem so ein Influencer-Pleit habe noch. Ja. Und dafür, das ist so eine kritische Geschichte. Das ist ein Ich meine, ich so Grab- werde ich denken, und ich bin ich, und die Leute sollen auch sich selber sehen. Und ich will nicht irgendjemand singen, sei Portparole sehen, also das ist nicht meine War Rolle. aber nur Tatsache, dass es sind Tonnen Leute, die sich damit identifizieren. Ja. Das ist ein Tatsache. Das ist auch gut, bis auf ein Das ist gewisses gut. Niveau, aber Ja. ich meine, auch vis-à-vis von mir muss ich dann immer kritisch bleiben. Was können wir ändern? Was können wir ändern? Was können wir ändern für die Artisten? Du hast den berühmten Künstlerstatut, ich weiß nicht, ob du auch du Rabas, ich kann mich sicher erinnern, der Konrad Scheel wird darüber geschafft, also schon Jahren hier. Wie weit sind wir hier letztendlich überhaupt? Wie ist ein Artist angestuft? Wie weit kann ein Artist hier und so sich Decisionen holen? Ich mache nur Kunst, selbst also Bilder malen oder Skulpturen haben oder Musik machen. Der war auch mich bestürden an der Kant. Wie weit sind wir da letztendlich? Beide was? Nee, ich denke, also die Legalbasis ist da, der Künstlerstatut oder den Intermittent du Spektakel, die Legalbasis ist da, es sind auch Suchen durfte, wenn es mal nicht so gut geht. Ich selber habe den Statut nicht, ich hatte nicht gefragt, mir die muss dann alle 2 Jahre erneuern und ich vergesse zu machen. Das habe ich schon bis nie auch vom Staat, von denen Chômage profitiert, den als Intermittent kann holen. Die Basis ist da. Was noch fehlt, meiner Meinung nach, oder das mit einem immensen Mantum und Selbstvertrauen als Lützburger und als Kunst und als Kultur. Und da fehlt es einfach nach Respekt und Anerkennung von der eigenen Kunst, von dem, was hier zu Lützeburg geschieht. Und da ist noch viel zu machen an den Cap von verschiedenen Leuten. Du bist aber viel Musik, das ist doch gut. Du hast ein Projekt gemacht für den Andy Bausch. Du hast ein Projekt gemacht für deinen Bruder. Was hast du nach? War schon hauptsächlich mit denen zwei. Also, Moment, ja, ist du gegangen. Und mein Bruder der Jan, den du noch Filmemacher Ginners. Und das ist dann natürlich flott, weil ich an der Familie kann, so einem Familienbetrieb zusammen schaffen. Den hauptsächlich die zwei, mit denen ich geschafft habe. Ein paar kleine internationale Koproduktionen, mir nicht größeres. Los mal all die Kritiken auf der Seite, los mal auf die festliche Stege, lo acht und Kirsch da stehen für das Bier. Na jo, Stars, Herr Stonner, was hast du lo am nächsten Jahr Willes 2012? Hast du gut 4 Sätze? Hast du neue Pläne, neue Projekte laufen? Gut, 4 Sätze holen ich kennen. Ich bin noch kein, der so Reliefsfester feiert oder so so Sachen gelebt, auch nicht für das neue Jahr gut 4 Sätze zu holen. Das geht meistens schief. Schief. Mir Pläne und ich trotzdem, ja. Also, ich konzentriere mich noch gerne mehr auf meine Aktivität als Künstler. In den letzten Jahren war ich ganz viel benevol aktiver verschiedene Strukturen, Maskinada, Theaterföderation und so weiter. Das will ich nochmal zurückschalten, aber mich nicht mehr darauf konzentrieren, meine eigenen Projekte zu machen. Das ist Musik, mir auch am Theater mal ist mein letztes Stück fertig gemacht und das schon 5 Jahre her gewesen. Ne? Also da will ich mich nochmal nicht mehr darüber konzentrieren. Und dann haben wir am März mit der Band ein ganz flottes Projekt, wo wir eine Bope-Bistro-Tournee machen. Das ist eine Tournee, ganz akustisch, ohne Strom und so, durch ganz kleine alte Kaffeen, die man sicher natürlich, weil Nullauster sind, die schönen, guten, alle Bope-Kaffee kennen, können sie schreiben auf Lego Tribelou, proposieren und dann sich mal für den ganzen Monat mehr so 12 Kaffeen raus. Und dann so eine Bope-Bistro-Tournee. Sag, ich so der Merci, dass du an den Balla 15 Minuten Talk kommen bist. Merci auch. Ich hoffe, dass wir vielleicht noch gehört sind, ein oder andere Platz, bestimmt. Erste Bauste so nicht. Merci, dass ihr da genug geguckt habt. Am nächsten also beim nächsten Talk. Balla. Bala bala.
Wunderschönen guten Abend. Ich begrüße dich Amerika ganz herzlich zu einem Baller Spezial. Haut nicht wie gewinnt aus einem Garagestudio mit von Amneville aus dem Galaxy anlässlich dem Konzert den 21. November zu Lützburg von den Scorpions. Und als heutiger Gast ist der Grenner Gitarrist von Scorpions, Rudolf Schenker. Hallo Rudolf. Hallo, wie geht's? Ja, gut, Rudolf, gut, Rudolf. Ich Weg mal gefunden bisher. Gut. Rudolf, ihr seid jetzt auf Abschiedstournee, Welttournee, Abschiedswelttournee. Richtig. Aber es sieht so aus, als wäre das eine längere Tournee. Ja, es ist eine lange Tournee, das haben wir auch von vornherein gesagt. Wir haben gesagt gehabt, dass wir Sting in the Tail unser letztes Album sein wird. Wir haben die Essenz der Band wiedergefunden. Das heißt, genau ist es eine Art Best-of, die 80s, aber nur mit neuen Songs drin. Das heißt, es ist wieder der klassische Scorpion-Sound. Die Fans sind begeistert. Wir sind kurz vor Platin in Deutschland. Hier vor Frankreich sind wir kurz vor Gold. So, und wir haben uns gesagt gehabt, dass wir, Klaus und ich, wir sind jetzt 62, dass wir, wenn wir 3 Jahre auf Tournee gehen, die meisten Tourneen dauern 2,5 Jahre, dass wir dann 65 sind, dann machen wir Pause, 66 Studio nochmal, dann 67 auf die Bühne, Bad Boys Running Wild. Das wird ein bisschen klapperig. Und wir wissen auch nicht, wie wir von der Gesundheit in der Lage sind. Im Augenblick können wir den Menschen noch garantieren, dass wir total eine geile Show machen. Wir haben uns eine Wahnsinnsshow ausgedacht mit 80er Rockshow, mit Multimedia, ein Twist sozusagen. Die 80er sind ja auch irgendwo wieder zurück, wie man ja in der Mode und überall sieht. So haben wir eigentlich eine riesengroße Welle, um wirklich mit der Get Your Sting in Blackout Tour unseren Fans wirklich eine Riesenparty zu geben. Und wir haben ja im März jetzt angefangen gehabt in Moskau und Prag und sind dann durch Europa, wir waren ja auch schon in Frankreich und sind dann nach Nordamerika, Kanada, USA, dann Südamerika, Mexiko. Und es war ein das war ein Wahnsinnserfolg, den wir sozusagen zu verzeichnen hatten. Und unsere Entscheidung, das so zu machen, ist auf jeden Fall richtig, weil jetzt können wir den Leuten wirklich 150%, wie wir es immer als Band gemacht haben, liefern. Wir wissen es nicht, wie es in 5 Jahren ist. Ja, und dann ist es, ihr habt jetzt die letzten 30 Jahre, ihr habt die Welt erobert, ihr seid aufgestiegen zu Megastars, zu Superstars in der Rockszene. In unserem Talk Balla geht es auch immer ein bisschen an die Wurzeln. Und da ich mich ja auch ein bisschen an die Wurzeln erinnern kann, da ich ja praktisch mit den Scorpions groß geworden bin, und dann habe ich jetzt auch die ersten 200 Seiten von deinem Buch gelesen. Ja. Und ich verspreche dir, ich lese dann die anderen 100, bis du nach Luxemburg kommst, am 21. Okay. Das war ja nicht immer so, dieser große Erfolg. Da ist ja mühselige Arbeit. Da kommt das Jahr 1965. Nameless. Ja. Und dann kommt der entscheidende Punkt. Das war Silvester 69, 70. Das war der entscheidende Punkt. Aber erzähl du mir ein bisschen. Ja. Pass auf, es ist ja so. Also erstmal möchte ich die mühevolle Arbeit erstmal streichen. Deswegen habe ich auch das Buch geschrieben, Rock Your Life. Das heißt, wenn man was mit Spaß macht, macht man es nie mit Mühe, sondern macht man eigentlich alles mit Freude. Auch die härteste Arbeit kann mit Freude gemacht werden, wenn man darin einen Sinn sieht. Der Weg ist das Ziel, so nach dem Motto. Und ich muss sagen, klar, 65, das war natürlich so eine Zeit, ich glaube schon mal, dass die 65er bis 75 eigentlich eine unglaubliche, abenteuerreiche Zeit war. Weil wir wussten ja nie, was auf uns zukommt. Und dieses Abenteuer
hat uns total zusammengeschweißt. Das war ja auch die Philosophie, die ich in der Band immer angesetzt hatte. Schon vom ersten Mal, wo ich mir Leute gesucht habe, habe ich mir gesagt, das müssen gute Musiker sein, aber auch Leute, mit denen er Freundschaft machen kann. So, und das war dann der Augenblick, wo dann dieser 70 kam, wo ich wusste, mein Bruder kam ungefähr 4-5 Monate vorher in die Band und ich habe gemerkt, wie gut diese Band funktioniert mit meinem Bruder, mit einem super Gitarristen, der war schon damals ja ein Ausnahmegitarrist und ich habe gemerkt, meine Stimme wird da nicht mehr dieses Level halten und der Schlagzeuger, wir haben uns ja beide die Gesangssachen geteilt und da habe ich gesagt, Michael, ich glaube, wir müssen Klaus reinnehmen, das ist der richtige Mann, weil Klaus hatte ich immer schon im Auge, aber es hatte sich durch gewisse Situationen immer ein bisschen so verfehlt. Und da war der Augenblick gekommen. Klaus kam in die Band rein und dann ging es auch schon los mit Lonesome Crow 1972. Am 11. Februar kamen sie raus. Und wir haben schon unsere ersten Veröffentlichungstermine in Amerika gehabt, mit Billingsgate in Chicago. Dann kam Flight to the Rainbow, dann kam die Luxemburger Zeit. Wir hatten ja nun, da wir nun in eine Zeit reingeboren waren, die in Deutschland mehr auf Krautrock ausbasierend war, Guru, Ken, Alben und Döll, fühlten wir uns da unwohl. Darf ich kurz? Ja, okay. Ich habe da eine Passage, ich habe heute Morgen noch nachgeguckt, ich habe sie nicht mehr gefunden. Als ich das Buch jetzt gelesen habe, da war eine Passage, den hast du geschrieben, da gingst du zu einem Konzert zu Guru ja, genau. nach München. Ja. Und da stand da, ich hab gelacht, da standst du da und hast dir gedacht, ach Mensch, was gibt's da? Was ist das hier? Und dann kam dann der Leadsänger, der hat dann noch wie ein Tutan gemacht. Wir haben dann Guru gemacht, dann von einem Ecke zur anderen. Ich meine, es war ihre Art, die waren experimentell, aber es war nicht mein Ding. So, und deswegen habe ich dann gesagt gehabt, okay, wenn wir hier in Deutschland, sagen wir, nicht das so bedienen können, lass uns ins Ausland gehen. Weil dann zu erreichen, wenn man jemand hat, der die Sprachen spricht, wie zum Beispiel Französisch, wie Holländisch, Flämisch, Englisch und so weiter und Deutsch. So, und da haben wir, ich weiß nicht nochmal, wie wir dazu kamen, dass wir den Mann getroffen haben, Roland Nilles, der aus Luxemburg kam, und der war der das alles sprechen konnte, die Sprachen, und den haben wir unsere Pläne aufgezeigt, was wir machen wollen, und der hat dann sozusagen nicht als Manager gearbeitet. Manager ist ja jemand, der irgendwie Direktion abgibt und so weiter. Wir haben uns ja selbst gemanagt, weil in Deutschland war Management nicht erlaubt. Also haben wir ihn sozusagen in unserem Kreis genommen und er hat die Arbeit übernommen, uns zu buchen in diesen ganzen Benelux-Staaten und auch in Frankreich, in England. So, und da haben wir natürlich unheimlich oft in Luxemburg abgehangen. Wir haben, ich weiß noch genau, Klaus und ich, wir haben unsere erste Promotion-Tour für Lonesome Crow, die haben wir auf eigene Faust gemacht. Wir haben uns nicht auf die Plattenfirma verlassen, sondern wir sind mit unserem eigenen VW, sind wir losgefahren nach Luxemburg rein und auf einmal kam uns der Sechshauer entgegen und sagte, was macht, nee, Sechsten, das war in Saarland. Wer war denn der andere? Oliver kam und sagte, was macht ihr denn hier? Ja, wir wollen hier Promotion machen. Komm, bleib mal ins Studio rein. Das war genau in Saarbrücken auch mit Sechshauer. Da haben wir unsere Platte promotet. Also wir haben uns nicht verlassen. Und das ging dann so weit, dass Luxemburg wurde dann auch durch Roland Nilles, Andy Bausch und wie sie alle hießen, wurden wir hier so wahnsinnig gut aufgenommen in Luxemburg, dass wir einfach, sagen wir mal, das war fast schon unser Center, um ins Ausland zu gehen. Wir sind so teilweise, wir haben ja keine Arbeitserlaubnis gehabt für Frankreich. Der Roland Nilles wusste gewisse Schleichwege, wo wir auf die nach Frankreich rüberfahren konnten, ohne dass wir durch den Zoll durch mussten. Und damit wir nicht, weil normalerweise, früher musstest du ja dann Geld hinterlegen wegen der Anlage und all so Sachen, brauchten wir nicht. Wir sind rüber, haben da gespielt, wieder zurück. Also es war ein abenteuerreiches Leben, wo ich nochmal wieder sagen muss, es war keine Arbeit, es war Spaß. Und deswegen ist ja bei Sting in the Tail, der Song Sting in the Tail, Bang Bang Rock with the Gang. Das war unser Leitmotiv. Wir wussten, wenn wir ins Ausland gehen, wir müssen besser sein als alle anderen. Deswegen haben wir nicht nur 100% gegeben, sondern 150%. Und das war einfach toll. Und Luxemburg war bis zu dem Zeitpunkt, wo Roland Nilles dann, sagen wir mal, irgendwie nicht mehr so zu handeln war. Da hat dann andere Sachen im Auge gehabt, die wir nicht mehr teilen konnten. Haben uns dann von ihm abgesetzt und er hat seine Sachen gemacht, damals das Bison Festival noch und so. Und wir haben dann unsere Sache wieder gemacht, das dann in die Richtung Amerika ging.
Wir haben Leberkrebs gehabt und haben dann diese große Weltkarriere gemacht, wo unser erstes Konzert in Amerika 1979 in Cleveland war, vor 70.000 Leuten im Vorprogramm vor AC/DC, Thin Lizzy, Journey, Aerosmith und Ted Nugent. Und du hast ja auch jetzt, ich komme wieder auf dein Buch zurück, was ja auch sehr viel aussagt, jetzt, was den Werdegang der Scorpions-Karriere ausmacht. Deine positive Lebenseinstellung, die hat mich in diesem Buch so berührt. Ich weiß nicht, ob ich jetzt eine Geschichte erzählen kann. Du hast ja auch... Du hast, wie du sagst, du hast für die Musik gelebt. Du hast nicht für das Geld gelebt. Nee, das hat dich nicht interessiert. Auch die anderen Jungs wahrscheinlich nicht. Ihr wollt Gigs machen. Richtig. Du schreibst, die anderen, ihr kamen morgens um 7 nach Hause, kaputt, mit zerrissenen Jeans, nichts in der Tasche. Richtig. Vielleicht war eine Suppe bekommen oder ein Bier beim Gig und die anderen gingen dann zur Bank, gemütlich arbeiten. Da habt ihr euch mal hingelegt. Du wurdest dann verheiratet und hast einen Sohn bekommen und dann kommt diese Episode, die mir auch so gefallen hat. Deine Frau hat einen Job gefunden. Ja, richtig. Aber ihr hattet da ein Problem. Ihr hattet keine Kinderstätte für den Marcel. Ja, genau, ja. Und deine Frau, die ist in Panik geraten und du bist immer sehr, sehr cool geblieben. Ja, das hat mir so gefallen. Du hast immer mit dem Gedanken, das kommt schon, das alles ergibt sich so. Und dann eines Morgens hat es geklingelt. Und ja, richtig. Ja, also ich meine, das ist wirklich so, bei den Scorpions hat sich vieles aus der Situation des positiven Denkens herausgemacht. Das meiste Problem bei vielen Menschen ist, dass sie sich so stark hinterfragen, dass sie sich sehr viel Energien selbst abzapfen. Durch das beständige daran glauben und auch an eine Sache halten. Ich kenne viele Gitarristen, die waren so wahnsinnig gut, die sich aber immer wieder hinterfragt, untergraben haben und teilweise ihr Talent mit Füßen gestoßen haben und dadurch
sich immer für was Neues entschieden haben, so dass diese positive Energie für eine Sache sich niemals zetteln konnte. Und das ist das große Problem für viele. Wir haben als Scorpions und das war ja auch der Punkt, und das kannst du nur machen mit Freunden, das war auch ein wichtiger Punkt, auch in der Luxemburg-Zeit. Ich habe damals einen Mercedes gekauft gehabt, erstmal Bus, dann haben wir dann unsere Rodis gehabt, die haben dann den Wagen gefahren, ich habe dann Mercedes gekauft und dann saßen 5 Leute, die Band, ich habe meistens gefahren, im Auto, teilweise haben wir Musik gehört und teilweise haben wir uns auch diskutiert. Wir haben ja 5, 6, 7, 8 Stunden Fahrten gehabt und dann haben wir gesponnen, diskutiert und dann haben wir so lange diskutiert, bis eine Idee so standgehalten hat, dass auch der größte Schwarzseher da keine negativen Teile mehr gesehen hatte. Und das war ein ganz wichtiger Punkt, der die Band unheimlich nach vorne gebracht hat, dass man als Band, und wenn mich jemand gefragt hat, du bist der Boss, sage ich, nein, Boss gibt es bei den Scorpions nicht. Die Scorpions ist eine Band, die eigentlich als Gang und als gewisses Powerpaket einfach Musik macht, Freude hat und einfach das macht, was Spaß macht. Und ich glaube, das ist auch in dieser Musik rübergekommen. Diese positive Energie, denn ich kann mich an das erste Konzert erinnern, was ich gesehen habe von den Scorpions, da war ich 16 und ich habe so eine Platte gehabt, in Trance gab es auch als Single, glaube ich. Ja, ne? Als Single. Und da hat jemand mir gesagt, die spielen morgen im Theater da und da war es noch in der Zeit, da hast du noch deine Adresse hinterlegt, im Falle, wo nicht ausverkauft, hast du das Geld zurückbekommen und da saß ich da, ich habe damals, war ich 15, 16, ich habe Esther Phillips gehört und da ging ich dann in dieses Theater de Luxembourg rein und ich saß da, es wurde dunkel und dann knallte es und ich glaube, es war All Night Long. All Night Long, Diesen Titel hat immer begonnen. Richtig, genau. Und von diesem Tag an war ich bis zum heutigen Tag, ich bin jetzt 52, Scorpions fasziniert. Ich habe 3 Mädchen, habe das auch an die Kinder weitergegeben. Mit 12, meine 12-jährige Tochter, die ist jetzt ein sehr großer Scorpions-Fan. Die 15-Jährige, die hat euch einmal jetzt gesehen, 2006 im Galaxy, da baut das jetzt schon ab. Aha, die haben dann wieder andere Gruppen. Es geht ja immer weiter. Dann geht es wieder zurück. Man ist ja immer auf der Suche und immer im Kreis. Aber ihr habt Generationen, kann man sagen, mit eurer Musik glücklich gemacht. Ich meine, ich muss ja sagen, wir kommen ja aus Südamerika, Amerika und wir müssen sagen, und auch Europa, wie viele junge Kids wir vor der Bühne haben, ist unglaublich. Das kann man mal sehen, dass diese Musik, und man sieht es ja auch immer wieder, dass die Kids diese alten Bands wie Led Zeppelin und wie sie alle heißen, neu entdecken. Lady Gaga zum Beispiel spricht ganz groß von David Bowie, der sie inspiriert hat. Und da sieht man daran, es gibt immer eine Musik, die flacht ab. Der jungen Generation kommt nach und kommt in die Situation, die alten Sammlungen durchgehen und sagen, was hören wir uns eigentlich heute an? Gucken wir an, was die früher für Musik gemacht haben. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und was das Schöne bei der Rockfamilie ist, die weltweit ja existiert, dass diese Familie wirklich unheimlich eng zusammenhält. Das ist eine Lebenseinstellung, Rockmusiker zu sein oder Rockbegeisterter zu sein. Und das ist das Tolle an dieser Musik. Es ist und das war ja auch das, wo Gorbatschow, als er uns eingeladen hat in den Kreml, der hat ja auch eben gesagt gehabt, dass die Rockmusik einen großen Beitrag auch dazu beigetragen hat, dass diese Menschen in Osteuropa oder in Russland das Leben auch führen wollten, was die im Westen führen. Und dadurch kommt man an Musik und deswegen sind wir auch dann später rübergegangen, Brückenbauer zu werden. Zwischen Generationen, zwischen Religion, zwischen Ländern und auch Kontinenten. Ihr wart ja teilweise auch da beteiligt irgendwie spirituell am Fall der Mauer. Ja, sagen wir so, Klaus hat ja den Titel geschrieben, bevor die Mauer gefallen ist. Richtig. Ich habe das schon gespürt. Ja, weißt du warum? Weil wir 88 nach Leningrad gegangen sind mit 10 Konzerten, da gespielt. Ein Jahr später dieses Stadion, Leninstadion, zweimal 110.000 im Leninstadion unter einer olympischen Flamme. Und da ist uns schon bewusst geworden, wie in einem Jahr sich das alles geändert hat. Und da hat Klaus diesen Vibe aufgepickt. Und wir haben sozusagen den Soundtrack für die Most Fruitful Revolution, die damals auf der Erde existiert hat, geschrieben. Und das muss man sagen. Und das ist ja auch eine Sache, wir waren mittendrin. Wir waren nicht und haben irgendwas gesehen im Fernsehen, haben gesagt, das müssen wir schreiben. Nein, wir haben das selbst gespürt.
Gut. Rudolf, nochmal auf dein Buch zurück. Und dein Buch ist jetzt auf Polnisch übersetzt worden, habe ich kürzlich. Ja, ist gerade dabei. Jetzt Bulgarisch, in Bulgarien. Ja, Bulgarien, Polen sind gerade dabei, Portugal ist dabei. Und ich freue mich, dass die Nachfrage so extrem ist. Paulo Coelho will mir helfen, dass es in Brasilien und in Südamerika rauskommt. Den treffe ich demnächst. Und wir haben beide die gleiche Lebenseinstellung. Deswegen nennen wir uns auch Soul Brothers. Ja, Soul Brothers. Und insofern kann man sagen, und er hat uns damals 1985 in Rock in Rio gesehen, das erste Mal, und war total begeistert. Insofern schließt sich alles im Kreis. Ja gut, also ich werde die letzten 100 Seiten mit Sicherheit jetzt auch noch Wir sehen lesen. uns in Luxemburg. Am 21. Ja, okay, sehen wir alles uns. klar. Ja, gut. Also. Ich bedanke mich sehr herzlich für dieses danke auch. Interview, Rudolf. Und ich sage diesen Leuten noch kurz auf Wiedersehen. Okay, ist so nicht. Vielmals merci für no gucken, haut mein Kaya bei diesem Balla Spezial an. Es gibt so ein Rock, you like Hurricane! Bala, bala.